Hey hey und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video! Wir haben heute den 31. Dezember, den letzten Tag von dem Jahr. Und letztes Jahr habe ich so ein Ding dort hinten gemacht. Ich habe auch ein kurzes Video dazu gemacht, wie das Ganze funktioniert. Ein sogenanntes Vision Board. Und extrem viel haben mich das ja gefragt. Sander, wie machst du so ein Vision Board? Wie willst du vorgehen? Wie habe ich das Ganze angehen? Und darum habe ich gedacht, mache ich einfach ein neues Video. Wie wir zusammen mein neues Vision Board fürs 2025 machen. Yes! 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 Aber bevor wir ins Video reinstarten, lasst gerne ein Follow da, macht die Glocke an, dass du keinen neuen Upload verpasst. Und ich freue mich über jeden Support, sei das ein Like, ein Kommentar, ein Share, was auch immer. Und dann hätte ich gesagt, starten wir direkt in das Video. Vielleicht zuerst mal zum Erklären, was ist überhaupt das Vision Board? Ein Vision Board, das ist eine visuelle Darstellung von deinen Visionen, Zielen, Träumen oder wie du es auch nennen möchtest. Ich mache das am liebsten in Form von einem Bilderrahmen, wo ich verschiedene Bilder aufklebe. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man das mit Text macht, mit Quotes. Aber das Wichtige ist, dass du visuell daran erinnert wirst, wenn du drauf schaust. Das Ziel von dem Vision Board ist, dass es dich motiviert behalten, wenn du drauf schaust. Wir wissen alle, Motivation allein bringt dich nirgends hin, aber es ist eine mega coole Sache, auch einfach für im Zimmer zum Beispiel oder für in der Wohnung zum Dekorieren. Plus, du wirst selber immer wieder daran erinnern, wo du eigentlich das Jahr oder allgemein hin möchtest. Der Plan ist wie folgt. Wir stellen Bilder zusammen, wir gehen in die IKEA einen Rahmen holen, wir können Bilder ausdrucken und wir kleben sie auf. Das erste, was wir machen, wir müssen uns Bilder raussuchen. Ich stelle mir eigentlich immer schon auf Pinterest selber das Vision Board fürs 25 zusammen und dort alle Bilder rein, die ich dann gerne auf meinem Vision Board haben. Wichtig ist dort dazuzufügen, schau, dass es nicht nur materielle Sachen sind. Vielleicht möchtest du dieses Jahr zum Beispiel offener auf Leute zugehen. Dann pack irgendetwas drauf, das das widerspiegeln tut. Oder du möchtest mehr deine Komfortzone verlassen. Oder du möchtest etwas unternehmen, was du schon immer mal machen willst, aber nie gemacht hast. Pack das dort drauf. Das heisst, jetzt geht es als Bilder zusammensuchen. Alright, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier mein Vision Board und habe jetzt hier eigentlich die verschiedenen Bilder, die ich brauchen möchte, da drin. Ich habe die jetzt hier in meinem Fotoalbum drin und jetzt können wir die dann eigentlich nachher ausdrucken. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe auf Canva, so eine App, wo du so kannst Flyer und Layouts und so gestalten, habe ich mir noch diverse so Logos quasi gemacht. Das habe ich schon am PC gemacht und jetzt habe ich die einfach runtergeladen, habe die jetzt auch hier unten gespeichert und kann die dann nachher auch ausdrucken. Und jetzt gehen wir in die IKEA den Rahmen holen. By the way, das ist das Vision Board vom 24. Ich weiss nicht, man sieht es jetzt vielleicht ein bisschen wegen der Spiegelung. Ich habe extra geschaut, dass ich nicht die gleichen Bilder habe, wie ich da schon drauf habe, auch wenn natürlich ein paar Visionen gleich geblieben sind oder immer noch so sind. Und so wird das dann nachher aussehen. Ziel wäre, dass wir auch wieder so einen Rahmen uns holen. Geil wäre sogar, wenn es genau der gleiche sein könnte. Dass man das dann vielleicht auch da irgendwo aufhängt. Das weiss ich noch nicht, das können wir noch schauen. Was ich finde, ist etwas mega wichtig zu verstehen beim Vision Board, ist eine grosse Sache. So, das Vision Board ist cool, schön und gut, aber es ist wichtig, ein Vision Board allein wird dich nicht an deine Ziele bringen. Und das Vision Board, das wir jetzt machen, das wird mir absolut gar nichts bringen, wenn ich nicht bereit bin dazu, auch in die Actions zu gehen und gewisse Steps zu unternehmen, die nötig sind, damit ich näher an die Ziele komme. Das Vision Board ist rein da für den motivativen Teil von dem Ganzen. Nur weil du das machst, steht nicht plötzlich dein Traumauto nachher bei dir in der Garage unten. Und das ist eben auch nochmal wichtig. Wie gesagt, materielle Sachen sind auch schön, aber konzentriert euch nicht nur aufs Materielle, sondern konzentriert euch auch aufs Zwischenmenschliche. Sei das Gefühl, sei das Emotionen, sei das Kontakt, einfach so Sachen, die ihr auch so euch persönlich weiterentwickeln wollt, nebst einem materiellen, nebst einem Geldeinfluss. Weil Geld ist schön und gut, ich finde, Geld ist auch wichtig, weil wenn dir Geld nicht wichtig ist, dann ist dir deine Gesundheit auch nicht wichtig, weil es gibt gewisse gesundheitliche Faktoren, gerade wenn es dann zum Beispiel darum geht, wenn du eine Behandlung brauchst oder so, wo nur Geld kaufen kann, aber Geld ist nicht das Leben, weil nur mit Geld bin ich trotzdem der Meinung, dass du nicht glücklich wirst. Es kann dir helfen, wenn du weißt, wie du es kannst einsetzen, auf jeden Fall, aber es allein ist nicht der Faktor zur Glücklichkeit. Es gibt so viele Millionäre, die sind irgendwie depressiv und die wissen nicht, was anfangen mit dem Geld tatsächlich. Klar gibt es das Gegenteil, es gibt Leute, die sind sehr wohlhabend und mega happy. Es gibt immer zwei Seiten von der Münze. Meine persönliche Meinung ist, wenn du eine gute Person bist ohne Geld, dann bist du es auch mit dem Geld. Und wenn du eine schlechte Person bist ohne Geld oder ein Arschloch ohne Geld, dann bist du auch ein Arschloch mit dem Geld. Ganz einfach. Fazit von dem Ganzen: ein Vision Board ist schön und gut, aber es bringt dir genau nichts, wenn du selber nicht in die Umsetzung gehst. Vergiss das nicht. So, gehen wir schauen. Vielleicht haben die sogar Bilderrahmen im Sale. Hey, ich habe genau den gleichen gefunden. Der hat hinten eben so einen Karton drauf und da kann man das Zeug echt gut draufkleben. Jetzt nehmen wir einen von hinten raus, weil der vorderste ist immer grusig. Ich glaube, das kommt gut.
So. Ich sage euch, Ikea ist so gefährlich, weil wenn du einfach nur da hinkommst, um zu schauen, dann nimmst du safe irgendetwas mit. Ich bin jetzt in Ikea Dietlikon und ich kenne den Weg wirklich mittlerweile in- und auswendig. So, nochmal schnell zum zeigen. Das ist der Rahmen. Okay, das ist etwa so gross wie Hüfte bis kurz über Kopf. 60 auf. 61 auf 91. Das ist genau der gleiche, wie wir letztes Jahr hatten. Sieht safe geil aus. Wisst ihr, was auch ein kleiner Traum ist von mir? Einmal auch so ein Lager, so ein Warenhaus können füllen mit irgendetwas von mir. Sei das, ob ich irgendwie mal ein Produkt rausbringe, ein Clothing Brand oder irgendwie sonst etwas. So etwas, der Vibe, so, das wäre der Dream. Das wäre wirklich der Traum. Wir arbeiten daran, Visionen werden langsam verfolgt, Stück für Stück. Jetzt, wenn ich das so anschaue, ich habe das Gefühl, der ist grösser. Warte mal. 12 Sekunden später. Fuck, der ist grösser. Ich muss einen anderen holen, der ist zu gross, ich habe den falsch mitgenommen. Shit, alles wieder rauf. Let's go. 1 Minute 37 Sekunden später. Ihr habt mich verkackt. So, all die Rahmen hat es. Aber kennt ihr das, wenn genau das, was ihr braucht, nicht rum ist? Schaut euch das mal an. Die haben all die Rahmen da. Alle. Und ich brauche den. Den. Knöpfhänger. Den brauche ich. Das wäre genau der. Aber der hat es noch nicht mehr. Das hat er einfach nicht mehr. Und jetzt frage ich mich, sind ein Ausstellerstück. Ich bin mich jetzt gerade am fragen, ob ich einfach das Ausstellerstück abhängen soll und das mitnehmen. Oh, wie haben die an? Die haben die angeklebt. Shit, kannst du vergessen. Die haben die angeklebt. Fuck. Hey, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Suchen ihr auch den? Ja. Der hat es nicht mehr. Ich habe überall geschaut. Ich finde ihn nicht. Ich finde nur den ausgestellt. Ich finde ihn, aber keine Ahnung, vielleicht ist er da irgendwo mitten drunter, aber ich finde ihn nicht, nein. Also Folgendes. Sie haben den Rahmen wirklich nicht mehr. Ich bin schnell bei Ihnen da bei den Computern im System schauen und es sind genau eine. Und der eine, das ist wahrscheinlich das Ausstellerstück gewesen. Sprich, das ist der, der dort so an die Wand geklebt ist. Darum nehmen wir jetzt einen anderen. Aber mit dem anderen sollte es dann auch klappen. Es geht ja vor allem darum, dass wir das Kartonboard dazu haben, dass wir mal anfangen mit aufklappen. Und dann kann ich immer noch später mal einen neuen Rahmen dazu holen. Wir haben den Rahmen. Eben, es ist ein bisschen anderer geworden. Da hinten drin ist er. Und jetzt gehen wir gerade noch schnell Bilder rauslassen. Zum Bilder ausdrucken gehe ich am liebsten in Müller. Dort hat es so einen Automat, wo du einfach alles easy rauslassen kannst. Darum gehen wir jetzt dort vorbeigüchseln. Voilà. So sieht das Ganze aus. Ich hatte jetzt gerade einen mega herzigen Encounter an der Kasse. Also zuerst mal zwei. Ich bin die Fotos noch ausdrucken und dann habe ich so ewig lang gehabt, bis mir die Fotos endlich mal geladen hat, weil die Automaten, die haben einfach ewig. Und dann haben die Fotos nicht geladen gehabt und nachher sind aber noch zwei andere auch dort gewesen, die auch Fotos aufladen. Dann ich so denen gesagt, hey, müsst ihr auch an? Und sie so, ja voll. Und ich so, habt ihr viel? Weil ich habe ein bisschen. Und sie so, ja, etwa 150 Fotos. Und ich so, was? Für was braucht ihr 150 Fotos? Dann sagt sie einfach, ja, weil wir ein Vision Board machen. Richtig cool. Das war gerade richtig cool. Und dann, die Frau an der Kasse hat gesehen, dass ich die Kamera habe. Dann sagt sie einfach so, Fotograf, schöner Job. Und ich so, ja, man gibt sich Mühe. So gut. Hey, ich sage euch, wenn man offen ist, einfach mit den Leuten zu reden, kommen so schöne Konversationen zustande. Viele Leute sind einfach so verengt auf ihren Tag und auf ihr Dasein und auf, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, we secured the goods. Alright, neuer Tag, aber wir machen weiter. Wir haben hier einen Rahmen und wir haben Bilder. Jetzt wie gesagt, der Rahmen ist ein bisschen ein anderer als ich kann da hinten. Der Punkt, den ich dort aber gefunden habe, ist dann einfach, hey, look, er hat auch das Kartonboard hinten dran, wo ich die Bilder aufkleben tue. Und es ist mir eigentlich mehr um das gegangen, weil nachdem ich das Zeug darauf aufgeklebt habe, könnte ich ja das Kartonboard allenfalls auch in einen anderen Rahmen einsetzen, weil die Rahmen sind wirklich günstig. Das heisst, sobald ich den wieder an Vorrat habe, kann ich mir so einen holen. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt unser Vision Board.
Der ist jetzt noch ein bisschen anders als der alte, weil wenn man da schaut, der hat da noch so die Einhängelaschen, die man draufhängen kann. Das hat der andere nicht gehabt. Sieht dann dementsprechend da einfach so aus. Aber die werden ja dann abgedeckt mit den Bildern. Was ich jetzt mache, ist, ich tue alle Bilder, die so ein bisschen ähnlich sind und zu der gleichen Kategorie gehören, zusammen ringsum ums Bild herum. Weil nachher, wenn ich das Vision Board mache, möchte ich ja möglichst Vielfalt drin haben. Ich möchte nicht Gym-Zeug alles nur da unten, Töpf-Zeug alles nur dort oben, sondern ich möchte ja einen schönen Flow ineinander haben. Darum mache ich mir jetzt zuerst so Grüppli. Wir haben hier oben Gym, dann auf der linken Seite Content Creation, wir haben Töpf da, aber rechts so ein bisschen Aesthetics-Zeugs. Da unten, das ist jetzt gar nicht im Shot, so ein bisschen Quotes. Und tun das alles jetzt eigentlich ein bisschen so ordnen, dass ich nachher beim Auswählen einfach so ein bisschen Bilder rauspicken kann, um dann das Gesamte zusammenzuführen. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel, aber wir schauen dann, wie wir das am besten machen. So, und jetzt tue ich es mir mal so ein bisschen zusammenstellen, wie ich es geil finde. Ich fange in der Mitte an und gehe nach außen, dass am Schluss abgeschnittene Bilder am Rand sind und in der Mitte wirklich das 25 so prägnant raussteht. Was ich zum Ankleben brauche, das sind so Fotokleberli da. Die sehen so aus, die tut man abziehen und dann haben sie eigentlich so doppelseitige Klebe. Ja. Ich würde sagen, das ist ziemlich in der Mitte. Ich würde sagen, das ist crispy clean und ein bisschen nach oben. Aber sonst ist das Hammer. So sieht das Ganze dann mal aus, wenn man alles beklebt hat. Es gibt jetzt da so gewisse Stellen, die habe ich zum Beispiel mit schwarz ausgemalt. Man sieht es nicht extrem, nur ganz leicht. Einfach weil ich da kein Bild hatte zum drüber tun, das schön gepasst hat. Und jetzt tun wir das eigentlich einfach nur noch wieder mit Glas drüber, nachher einrahmen. Zeit für den Reveal, wie das Vision Board rausgekommen ist. Und zwar das da. Ich bin mega happy, wie das rausgekommen ist. Ich habe viele Punkte jetzt drauf, die mir persönlich halt wirklich extrem wichtig sind. Und das macht extrem Spaß. Es vertieft auch einfach, ich sage jetzt mal, nicht nur die Visionen selber, die man hat, sondern während du die Sachen ausschneiden und aufkleben, nochmal dran denkst, warum du das jetzt dort drauf haben willst, wie du es angeordnet möchtest haben. Es vertieft einfach nochmal die Vision, die du hast. Ich habe da jetzt verschiedenes Zeug drauf. Ich habe so Leute, die mich inspirieren mit dem, was sie machen. Ich habe Zeug richtig Content Creation drauf. Ich habe ein, zwei materielle Dinge, wie zum Beispiel der Porsche, den ich drauf habe. Gesundes Essen, dann gewisse Quotes, die ich selber einfach geschrieben habe, schnell auch. Einfach weil das solche sind, die mich wirklich vor allem bewegen. Gym, also körperliche Ziele habe ich drauf, wie auch Familie ist drauf und allgemein so ein bisschen Aesthetics, die ich ansprechend finde, die ich cool finde. Töpffahren ebenfalls. So sieht mein Vision Board aus. Ihr seht ja das alte da hinten, die sind recht in einem ähnlichen Style. Also die sind wirklich sehr ähnlich zueinander und das Neue kommt jetzt wahrscheinlich dann irgendwo da hinter die Kamera an die Wand her, wo ich es einfach auch ständig sehen oder kann dran schauen, während ich am Arbeiten bin und am Hustlen bin. Und das ist the way to go. Und so kannst du dir auch dein eigenes Vision Board erstellen. Ich kann es jetzt gerade zum Anfang von dem neuen Jahr extrem empfehlen, weil du dir dadurch einfach nochmal klar wirst, hey, was sind meine Ziele überhaupt, wo möchte ich überhaupt hin? Weil wenn du nicht genau weißt, wie deine Ziele überhaupt aussehen oder was du überhaupt anstrebst, ist es sehr schwierig, in die Richtung sich zu bewegen oder voranzukommen. Danke vielmals, wenn du das Video bis dahin geschaut hast. Ich würde mich extrem freuen, wenn du ein bisschen Liebe würdest daran, sei das in Form von einem Like, einem Kommentar, einem Abo oder was weiß ich. Es ist vielleicht kein grosser Aufwand für dich, aber es hilft mir persönlich extrem, meinem Traum ein bisschen näher zu kommen. Vergiss auch nicht, die Glocke anzumachen, damit du nicht verpasst, wenn da ein neuer Post kommt. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch ein wunderschönes 2025. Du kannst in diesem Jahr die Ziele erreichen, die du dir vorgesetzt hast. Und wenn du wirklich bereit bist, auch etwas dafür zu machen. Vergiss nicht, wo du gestartet hast und wo du jetzt schon stehst. Ich glaube an dich und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Da wird es jetzt noch zu einem anderen Video gehen, wenn du das gerne anschauen willst. Und da zu der letzten Podcast-Folge. Und wie immer, take care, chase your goals, chase your dreams. Love you, bro.